Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen bitte und stillhalten. Und stell dich auf einige Fragen ein. General, ich bin nicht sicher, ob der Zeitpunkt geeignet ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvrand Vorhis, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher. Der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Gerald von Riva. Geburtsort, unbekannt. Eltern, unbekannt. Alter, unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg La Valette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Aryan. Aber ich überlege jetzt gerade, sind das eigentlich aus The Witcher 2? Naja, habe es nicht gespielt, von dem her, keine Ahnung. Toll, was ist richtig hier? Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft, das stimmt. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Aryan ist entkommen und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Wergen begeben. Die Frage ist, wie? Ja, mir gehen gerade die ein oder anderen Gedanken durch den Kopf. Also ich meine jetzt, wenn das wirklich Ereignisse aus The Witcher 2 sind, dann muss man die einfach nur richtig eingeben und er sagt dann am Schluss, jo, alles richtig, gut, kannst weitermachen oder im Sinne, oder dann halt das Gegenteil, nee, du hast mir eine Lüge erzählt, du wirst das Kill geholt, Kopf haben, sowas in der Art. Oder aber natürlich, die andere Variante ist, dass es gar nicht in The Witcher 2 gespielt hat und wir einfach je nachdem halt, welche Antwort wir wählen, so halt auch das Spiel ein bisschen beeinflussen können. Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loc Muin. Du warst dort und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Vielleicht, weil wir selber mächtig sind? Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen, ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte still sitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreibt das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest.
Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte. Zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast. Bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade. Ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Danke. Die Narben, ey. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Der Herr fühlt sich genervt. Naja, das ist ein anderes Thema. So, wir haben noch ein paar Punkte zu vergeben, wenn man so sagen darf. Und zwar, naja, ein paar Punkte ist gut, einen vor allem. Die Frage, ich würde doch sagen, am meisten schnell Angriff. Wir haben das bereits gemacht und so. Lichtreflex, Meisterschütze, wäre cool. Kriegstraß, Punkte mit dem Waffenstand um 10%, das ist auch nicht schlecht. Defensivtechniken. Ein Pfeile abgelenkt, das kennt zwar auch noch gut. Ja gut, mach das hier, komm. Ja, Mann, wir haben es gemacht. So, wir haben alle Punkte. Jo, Stufe 3, fast wieder Stufe 4, okay. Da geht da teilweise auch ein bisschen schneller. Wir werden mal schauen, wa? Welches Gewand. Das sieht ja aus wie, was weiß ich. Das sieht ein bisschen besser aus, aber wären wir im 17. Jahrhundert. Das sieht irgendwie aus, als würde ich irgendwie darunter ein BH tragen. Ja, nehmen wir das hier. So, haben wir entschieden. Es mag dem Herrn neu sein, doch ein Handtuch um die Hüften ist kein passender Aufzug bei einer Audienz. Aber ist bequemer. So, Oberkörper. Ah, so geht's natürlich gar nicht. Und die echt hier, cool. Zack, zack. Naja, geht. Ankleiden. Besser so. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Naja, ist ein bisschen eng um die Hüfte, aber gut. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Oh Gott, hey. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Oh, Verzeihung. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Würde das am liebsten auch sagen. Falsch, falsch, falsch. Noch einmal.
Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Ja, von da steht nichts richtig, aber gut, ist egal. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. War jetzt auch richtig? Also irgendwie war es noch nicht ganz korrekt, wie ich finde, aber gut, das spielt jetzt keine Rolle. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Ja, fürchte ich Eure auch. Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ingrimi eb art kerser, deit wenn adan in karn eb morvut, hier war Reis. Verneiden! Eure kaiserliche Majestät. Area eb to orde. Evelien namin vad gern var Wort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Ist das Ciri aus dem Let's Testman, also aus dem Traum von ihm? Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson. Wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Das klingt doch gut. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Ja. Hasta la vista. Was für ein Arsch, ey. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr Verabscheut. nicht belästigen darf. Wenn es mir recht ist, nö, es ist mir link. Oh, der Herr beliebt zu scherzen. Ja. Und es ist Nachmittag. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat?
Ich bin Hereward II., Prinz von Elanda. Vissianes war in Novigrad? Anen, Ratslieden in Enek. Es tun SSAO an Nen. Nie was zu klauen, könnte mich vielleicht den Kopf kosten, wa? Sonst muss ich sagen, ist, ja doch, ist schön, kann man leben. En selfie gafre esplenten et nord marche. En selfie den Sichiat hefit, das wir kennen, wenn du mewe. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Haare zu holen. Okay. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des Ewigen. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Na, könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emirs Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emhyr ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emhyr sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhyrs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Ah ja, Honig um den Mund schmieren konnte sie schon immer gut. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Aber vielleicht müssen wir das. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An 2 Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kehrtrolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast.
Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Ja, ja, wie charmant immer diese Frauen sein können, wa? Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Var-Atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Das war ein Kuss? Also ganz ehrlich, ein Spiel mit USK 18 noch ein bisschen mehr erwartet. Aber egal. Leute, das war's mal für heute hier bei... Wieso müssen solche Frauen immer so einen starken Abgang haben? Verdammt, die wollen so durch die Tür gehen und was macht sie? Klar mir einfach, das gibt's einfach nicht, ey. Ja, vielen Dank fürs Zusehen wieder mal hier bei Witcher 3 Wild Hunt. Im Park geht's hier weiter. Hoffentlich mit unseren eigenen Klamotten. Die sind zwar... Naja, also, ich würde sagen, 40% davon kann man gebrauchen. Den Rest finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Vor allem mit den Streifen und so weiter, aber egal. Ja, auf der Suche nach Ciri. Bis dahin, ciao zusammen.